Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX. Uff, pelzig. So, speichert Hämmer, alles geregelt Hämmer, dann kann es jetzt hier weitergehen. Und... Boah, hier wird's aber kalt, wie der Steiner schon geht. Vivi, was dauert denn da so lang? Komm, sonst gehen wir noch ohne dich weiter. Ich komm ja schon. Ach Gott, der Steiner, der Zinnmann. Mister, wie ist das seid ihr in Ordnung? Platsch. Mensch, Alter, alles klar? Wohl eher weniger. Was ist denn los mit euch beide? Alter, das ist jetzt aber nicht gerade günstigster Zeitpunkt für eine Kirche. Steiner. Keine Chance, die sind K.O. Oh nee, gar nicht, ach. Gar nicht? Ach, K.O. Oh, Mist, verdammt, ich kipp gleich um. Glöckliche Leute. Was war das gerade für Geräusch? Von dort drüber etwa. Irgendwas ist doch dort. So, dann kommen wir mal auf jeden Fall neben mir. Und irgendein Glöckchen hat geläut. Großartig rennen können wir auch nicht. Hier unten finden wir auch nichts. Sieht wohl so aus, als müssten wir allein hochgucken, was das Sache ist. Upp. Ja. Schade. Schade eigentlich. Gut, besseres Ding hat er jetzt leider auch nicht. Bessere Hut hat er auch nicht. Aber davor hat er den Letterarmrefer für Bestientöter zu lernen. Der hat nichts Besseres als der Letter wäscht. Naja, immer noch besser als der Steiner in seiner Bronzerüstung, der hier total eifriert. Also bei Kälte, Metalltrage ist echt heftig. So. Du lebst also noch. Schwarzer Tenor Nummer 1. Hätte ich ja friedlich Schlafe gelegt. Hättest du jetzt schon hinter dir. Bist du etwa für den Schneegestöber verantwortlich? Oh, das sieht ein bisschen aus wie Vivi, nur mit Flügeln, ne? Du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Jetzt ist Glöckeltime. Okay, das ist ein Bossgegner, wie es aussieht. Ah, das sieht schon ein bisschen aus wie eine fiese Version von Vivi, ne? Ein bisschen buckliger und geflügelt. Und weiße Haare statt gelber. Aber der Hut, das kommt schon so her von der Mode. Zillion, Herrscher, was heißt, zeig dich mir. Was ein wiechter Kerl. Vernicht ihn, Zillion. Das sieht nicht so gut aus. Gucken wir mal erstmal, was der Zillion hier hat. Die machen aber gut Schade hier, die Jungs. Äther hat er geklaut. Feuer. Ja, die sind eine fiese Combo, die zwei. Was hat der schwarze Tenor Nummer 1? Autsch, erstmal kriege ich endlich mit der Schwinge abgerahmt. Allheilmittel geklaut. Mann, die Jungs sind echt hartnäckig. Nochmal vom schwarze Tenor Klauer. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr parat für uns. Hör doch auf, du Wiester, Cillian. Das ist bestimmt der hässliche Bruder vom Cillian Murphy. Da schreibt sich der mit A. Diebstahl fehlgeschlagen, aber der hat noch was für uns. Feuer. Mistkerl. Noch einmal, gib deine Schätzepreis, du schwarzer Tenor. Autsch, wenn man ihn mit der Schwinge abgerahmt kriegt. Mist. Ich alter Perfektionist mit meiner Klaumethode hier. Okay, jetzt ist aber dringend Zeit, sich mal hier ordentlich high zu poschen, würde ich mal sagen. Darf ich? Autsch, autsch. Erstmal die Goschkschlacher. Trance. Mist, jetzt verbringe ich meine erste Runde im Trance-Zustand. Dummerweise nicht, oder mit, dass ich mir ein Item gebe. Das ist jetzt nicht so gut. Na gut, dann muss das wohl so sein. Dann kriegen die beide jetzt aber was ordentlich auf die Dates. Ja, scheiße, das hat jetzt schon die Hälfte von meinem Trance-Zustand-Balke zerstört. Mist.
Okay, dann machen wir hier Tricks. Gezeitenflamme. Kriegt ihr beide ab, Jungs. Autsch. Jetzt geht's wieder aus eine grobe Kelle von dem Vieh. Aber jetzt gibt's erstmal für euch eine Gezeitenflamme. Zillion, Recht überlasse ich dir. Okay. Der war nicht besonders stark, der Bursche. Tsunami. Ah, ich habe noch einen im Trance. Schade, dass ich das jetzt nicht noch gekriegt habe von dem schwarze Tenor Nummer 1. Ich finde aber generell die schwarze Tenöre sehr cool gemacht. Und da der Nummer 1 käsert, könnt ihr euch denken, dass es wahrscheinlich noch ein paar mehr gibt von den Jungs. Aber Nummer 1, ja, ich sag die andere jetzt mal lieber nicht. Das war's jetzt auch mit der. Die andere schwarze Tenöre sind auch sehr cool gemacht. Könnt ihr euch definitiv drüber freuen. So. Der Dolch, den er da vorne hat, der sieht nicht wirklich aus, als könnte man damit jemand abstechen, so flach wie da vorne ist. Aber ich sag mal nix. 5 AP. Ein High Potion, Phönixfeder und eine Skeleton-Karte habe ich noch gekriegt. Sehr schön. Leider nichts als Items klauen können. Der erste hat der Strolch besiegt, sage ich, aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin. Oh, aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin ganz sicher, sag ich. Ist der ungefähr? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind nicht schon erfroren. Ja, da sind sie wieder. Die zwei wiechte Knetköpfe. Der sucht und der andere, der sucht hier. Ach, Mann. Oh, sieh dann. Ja, jetzt geht's wieder, ne? Na klasse, bis ein paar Froschbeule hier und da. Seht ihr ja alle wieder ganz munter aus. Hey du, was ist ja eigentlich vorgefallen? Eigentlich nichts Besonderes. Du, verheimlich doch irgendwas, Kerl. Ich hab doch gesagt, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, jetzt mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reicht. Er hat doch gesagt, er sei nichts gewesen. Wollte ich sie dann etwa beleidigen? Aber ich... Nee, ich hab verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut's mich, dass ihr alle wohl auf seid. Ich denke, wir sollten weitergehen. Seht dann, was habt ihr? Ach, schon in Ordnung. Okay, na dann. Er verheimlicht's also und sagt mir nicht, was abgegangen ist in der Zwischenzeit. Solange der andere nichts sagt, sag ich, ist alles gut. Boah, Mann, die sind so ekelhaft, die Zoo, aber ich mag ihre Musik unglaublich gern. Chesters of the Moon heißt das. Das ist... oder Chesters of the Moons heißt, glaube ich. Unglaublich geiles Lied. Sehr schön mit Piano spielbar. So, da batschen wir jetzt mal alle gemeinsam drauf. Du bist, glaube ich, zu gut für so einen stinknormalen Kampfpudding und du kannst auch alle Crasher. So, jetzt sag mal, was kannst Steiner? 54 machst. Hast aber auch noch immer der erste Waff parat. So, Vivi und Garnet machen denn. Und Steiner kann sich dann nochmal um den zweiten Kampfpudding kümmern. Ja, es fuchst mich trotzdem, wenn ich bei deinen Bossgegnern nicht alle Gegenstände klauen kann. Gut, Steiner for the win. Und sie dann erledigen. Ja, unser zwei Magier, die brauchen halt eine Weilchen, bis sie mal durchkommen durch den ganzen Schmotter. Sind ja die stärksten, vor allem wenn sie in der hinteren Reihe stehen. So, ich hoffe, bei Steiner ist es nicht mehr lang, bis der endlich mal seine nächste Waffe tragen kann. Muss ich sagen, das ist bei Final Fantasy 9 halt echt sehr geil gemacht. Da hat man halt immer die Hoffnung, dass man man wird eigentlich zum Leveln getrieben, damit man schnell seine Fähigkeiten lernt und dann die stärkere Ausrüstung nehmen kann. Ja, er hat jetzt immer noch 9, die er braucht. 9 AP. Dafür kann er bald hier das hier tragen, weil der Bronzehelm bald fertig gelernt ist. Was anderes haben wir hier leider nicht für Steiner parat. Aber neue Waffe hat er auf jeden Fall, die er lernen kann. Von der er was lernen kann. Und noch 4 kann er hier nochmal 2 passive Fähigkeiten lernen. So. Also, nimm mir allzu lang. Moment, hier ist nichts, da kann ich noch überhupsen. Gut. Also ich weiß nicht, in Final Fantasy, die Eismusiker, die begeistern mich irgendwie nie so wirklich.
Da sind noch ein paar. Warte mal. Ihr Gestalter. Gute alte Vivi kümmert sich um euch. So. Das dürfte eigentlich echt viel abziehen. Auf mit dem Schlafelixier. Andere Steine ausgerechnet. Verdammt. Wenn Steiner erstmal seine neue Waffe hat, dann macht er auch wesentlich mehr Schade, der Knaber. So, aber Vivi rotzt du auch ziemlich gut rein. Der ist meiner Meinung nach eh unverzichtbar im Team. So. Nur noch einmal so runter. Und Steiner hat auch dann seine Helmtechnik gelernt. Deswegen rennen wir doch einfach nochmal so ein bisschen im Kreis, bis wir nochmal auf den Gegner stoßen. Joink. Na, so. Sehr schön. Also ich finde definitiv, man hat hier bei Final Fantasy IX eher die Motivation, kämpfen zu wollen, damit man auch die höhere Ausrüstung anlegen kann. Finde ich zumindest. Sehr schön. Vivi macht das sofort klar mit dem Zauber. Sehr guter Junge. So, jetzt, Achtung. Sehr schön. Stein hat Pestizid gelernt. Ja, das Stein kriegen wir auch noch. So, mein Lieber. Und Bestientöter brauchst du noch 5. Bronzehelm, Eisenhelm. Da kann er es werde Licht und Level Up lernen. Mit Level Up kriegt er, glaube ich, schneller Levels. Dann kriegt er eher etwas. So, warte mal. Wir legen dir jetzt noch was an. Level Up. Schade, schade. Leider nicht. Ah, das kostet 7er. Kein Wunder, dass das nicht anlegen kann. Machen wir mal Pestizid raus. Machen stattdessen Level Up rein. Da ist leider keine Erklärung dabei, oder? Nee. Da switche ich nur Rolf und Rona. Nee. Schade, schade, schade. Es wird leider nicht erklärt. Aber Level Up hilft auf jeden Fall, dass man schneller Level kriegt. Das ist ein sehr praktisches Ding. Und er hat eh nicht mehr so viel, bis er auch von einem anderen Helm, von der anderen Waffe fertig gelernt hat. Dann kann man definitiv noch hier ein bisschen rumrennen. So, 10 Minuten habe ich hier noch. So, zack. Einmal der Meister Vivi. Und dann war's das mit euch. So. Kriegt man ja relativ fix platt hier, die Jungs. Solange hier unser Schwarzmagier an erster Stelle ist, passt das alles. Kampfpuddingkarte gibt's auch noch. Gerade mal gucken. Steiner, Steiner, Steiner. Nur noch 3 AP. Sehr gut. Da hat nämlich auch unseren Ritter endlich mal was Richtiges angelegt. Ja, schade ist halt, dass man auch in Final Fantasy IX die Rüstungen von den Leuten nicht sieht. Das heißt, die haben nach wie vor einfach nur ihr Textmodell, ihr Texturemodell und bleiben halt getastet. Aber ihre Waffe sieht man nach wie vor. So. Das ist etwas, was man bei Final Fantasy wenigstens seit dem 7. Teil immer wieder sieht. Dass die Kämpfer, die man spielt, dass man ihre Waffe sehen kann. Ihre Rüstungen leider nicht. Finde ich etwas schade. Hätten sie immerhin noch 2 Teile lang Zeit gehabt. Sie wären der 2. in der Reihe gewesen. Ach ja. Und noch ein Kampf. Und dann ist unser Ritter in bronzener Rüstung soweit. So. Haben wir schon? Jo, ein bisschen im Kreis rumrennen wie ein Vollidiot. Hopp. So. Sehr schön. Weil es ist... Oh, 4 sogar. Es ist definitiv nicht verkehrt, so früh wie möglich schon mal Levels zu sammeln, finde ich. Und Klatsch. Alle platt. Sehr gut. Auf unseren Schwarzmagier ist definitiv Verlass. Der hat's drauf. So, Prothese und hat die gar nicht auch noch gelernt. Gucken wir doch gleich mal bei ihr rein. Wo hast du dann Prothese gelernt? Ah, die könnte jetzt auch eine bessere Waffe vertragen. Sehr schön. Das bringt dir auch nichts weiter. Und da haben wir auch nichts Besseres für dich. Sorry, Clanny. Dann gucken wir mal bei Hauptmann Steiner. Bestientöter. Und jetzt kann er Kraftklinge lernen. Sehr schön. Das ist nämlich dann auch für ihn eine Technik, die er als Schwerkampftechnik einsetzen kann.
Da hat er schon das Beste. Kraftklinge lernt er schon. Brauchen wir nicht mehr. Und da haben wir eh nichts mehr parat für euch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann geht es jetzt noch raus hier aus dem Loch. Und wir sind über dem Nebel. Endlich befinden wir uns oberhalb vom Nebel. Es geht ja nichts über einen klaren blauen Himmel. Guck mal, da unten ist ein Dorf. Welch Zufall. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel rumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr schon mal in dem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, nicht so schnell. Du bist die Prinzessin schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt's vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, na dann gute Nacht. Du hast recht, Stanudo, wie der Kerl. Irgendwelche Heimlichtuerei ist absolut unter der Würde von der Prinzessin. Außerdem sind wir schon halb auf dem Weg zurück zum Schloss. Was spielt ihr schon für Roll? Und was willst du der dahergelaufener Bandit, ja eigentlich eine Prinzessin zu duzen? Für dich heißt es ihre königliche Hoheit. Erspar mal dein Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wenn ich will, klar? Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du dich eigentlich? Machst du hier immer einer feiner Ritter? Und bitte hören auf, euch zu streiten. Hört sofort auf, euch zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eins ist jedenfalls sicher. Ich soll die Reise nicht als gar nicht weiter antreten. Sagt man sie dann, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil, das ist ein Dolch, aber nicht irgendeiner. Ein sogenannter Liliendolch, extra scharf und schärf verziert. Weißt du, kurze Klingewaffe so wie die hier nennt man Dolche. Ein bisschen längere werden dann Kurzschwerter, die ganz große für die beiden Hände braucht 2 Hände und dann werden da noch... danke, ich glaub, das genügt. No. Liliendolch habt ihr gesagt? Prinzessin, der Dolch mag zwar Gläser, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schneiden euch bitte nicht. Liliendolch und Lilie waren schon immer meine Lieblingsblume. Ich hab's, nennt mich von nun an... Lilly. Ja, Allah. Volk Mensch, Geschlecht weiblich, Alter 16, natürlich auch eine Rechtshänderin. Haben wir irgendeinen Linkshänder hier parat? Egal. Jetzt heißt sie Lilly. Nennt mich von nun an Lilly. Sieh dann, was haltet ihr davon? Also ich find's, ja, klasse natürlich. Absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen mit deiner Sprechweise was machen. Versuch doch mal einfach so frei von der Lever weg wie ich zu plaudern, nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut, ich werde mir redlich Mühe geben. Nee, in einem Fall wie dem sagst du zum Beispiel. Was willst du wohl, Sache, Lilly? Nicht Lilly, Vivi. Okay, wer's versuche. Oh, okay, wer's versuche. Das ist es, Lilly. Oh je. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir doch mal so langsam runter. Trab, klatsch, klatsch, klatsch. Schepper, Klepper. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder in der Weltkarte unterwegs. Höhle des ewigen Eises. Da können wir auch noch wo hingehen. Ah, das ist die andere Seite vom Tor. Da unten wäre das gewesen, wo wir ursprünglich waren. Ah, wie schaut's denn hier aus? Hallo? Ups. Könnte mein Passierschein vorweisen, aber nicht kann ich euch leider nicht durchlassen. Wenn es hier gerade was zu schaffen gäbe, würde ich hier Ausnahme machen, aber momentan ist nicht viel los. Gib's also auf. Okay. Also da können wir auch nicht hier. Das wäre Südentor. So. Moment, erstmal ein bisschen die Kamera schwenken. Und dann fixieren wir die erstmal so die Kamera. So, sehr schön. Aber ich liebe hier diese Weltkarte-Musik. So, da ist das Dörfchen. Großartig, das ist so ein schönes Lied. Und was kommt hier noch Schönes? Ups. Paar Schlange. Okay, Schneider wollte ich schon sagen. Steiner, schickes neues Schwert. Zeig mal, was es kann. 180 Schaden macht er ja unseren Knaber. Okay, Sidan kann 8 töten. Vivi wohl eher nicht.
Aber mir hier die Kraftklinge. Probieren wir es doch gleich mal aus, was wir da haben. Wenn Steiner als Ritter schon mal Technik parat hat, soll das uns einmal zeigen. Okay. Nur macht ein normaler Angriff mehr Schade, aber ich glaube, das richtet sich echt noch seiner derzeitige Kraft oder noch seiner HP. So. Okay, okay. Schön, schön, schön. Weiter geht's. Oh, jetzt sind wir im Wald gelandet. Hier hat es natürlich einen anderen Kampfbildschirm. Ach. Ih. Carnivore-Zecke. Kotz, Alter. Schade macht er. Ach. So. Fühler. Anna. Zack. Okay, der hält ein bisschen was aus, der Knaber. Aber 2 hält er nicht aus. Gut, du machst mal hier. Du klaust mal. Danach kommt die Prinzessin. Die darf uns, hups, nicht rufen. Darf uns erstmal alle heilen und dann schnetzelt Steiner den Typ noch. Potion geklaut. Bisschen Vita. Und jetzt kann unser Ritter mal wirklich zeigen, dass er hier der stärkste Ochs ist. 174, alter Latz. Ja, der macht echt schon gut Schade, jetzt nachdem er die besser Waffe hat. Bringt schon was. Definitiv. So, kurz vor Level 7 sind wir. Vor Level 8 bis auf gar nicht. Die ist kurz vor Level 8. Die ist kurz vor Level 7. Herrgott nochmal. So. So, hier haben wir noch den letzten Gegner. Und Dodo noch mache ich ja gleich meinen Cut. So, jetzt erstmal zu euch, ihr garstige Viecher. Vivi? Du kannst du mal... Blitzmacher. Steiner, du kümmerst dich um die Kreatur, falls du noch übrig bleiben sollt. Und... Ja, die bleiben noch tatsächlich übrig. Gut, Steiner. Deine Show. Boah, stinkt mal gegen Arsi dann. Aber ich glaube, er kann trotzdem töten, den Gegner. Und... Schnipp, schnipp. 104. Sehr gut. So wird's gemacht. Okay. Dann hätten 2 schon Level erreicht. Perfekt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Erstmal durchgehen. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.